Und weiter geht's hier bei Keisuke Musou Fredo. Ja genau, bei Pirate Warriors 3 Kapitel 1 Episode 5. Der Anfang der Legende. Oha, wo sind wir jetzt? Ziemlich sicher, wo in Loketown war. In noch ein Level erhöhen oder so weiter. Nee, ich nehme jetzt doch mal Sanji. Ah ne, stimmt, das haben wir schon mal erwähnt. Das geht nicht, weil wir Gegner schauen und so weiter. Das ist natürlich doof. Ja, wieder mal Zoro war. Habe ich bereits gemacht, obwohl ich mir bereits in Kommentaren geschrieben habe, es wäre teilweise besser, wenn ich die Münzen noch irgendwie aufbehalten würde oder irgendwie farmen würde für später. Da, genau, farmen war das richtige Wort. Ja, guter Tipp, dankeschön. Ich mache es trotzdem so, dass ich halt natürlich versuche, alles nur zu kriegen, oder? Ist ganz klar, aber ich mache es jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, ja, ich mache zuerst die ganze Map und so weiter, aber ich schließe die Mission erst, wenn ich alles gefahren habe, wirklich alles 100% habe und so. Sorry, aber das ist mir bei Pirate Warriors ist mir einfach zu viel, muss ich so sagen. Da ist halt Motivation zu gering. Das war bei Hyrule Warriors was anderes, hatte recht die Motivation, irgendwie möglichst viel zu farmen, noch zu sammeln und so weiter. Aber hier, nee, weiß ich nicht, aber Motivation ist echt nicht da. Bisher noch nicht, vielleicht ändern sie nachher mal noch, aber also 100% waren bei mir hier, das kann ich jetzt schon mal sagen, ist ziemlich noch. Tashigi soll noch spielen, genau, war mein Wunsch noch. Ja, ist ziemlich unwahrscheinlich heute. Also das Spiel wird irgendwann einen gewaltigen Sprung machen, mich so mitfesten und so weiter, aber es liegt vor allem auch daran, Berry-Wachstum oder noch was machen? Nein, der will vielleicht noch so. Liegt daran, dass Pirate Warriors 3 jetzt, da kommt eine Weile nach Pirate Warriors 2, aber vom Story-Umfang ist es ungefähr gleich. Also sprich vom Anfang bis Ende. Ist nicht irgendwie so, dass man hier noch weitergehen würde mit Dressrosa Arc und so, dass man gegen Flamingo wie Manga bereits so loslegen könnte. Nee, da ist hier noch alles ein bisschen anders. Da gut, ist auch ein bisschen der Schul vom Manga. ナミが航海士として正式に仲間に加わり、総勢5人になった麦わらの一味。バギー、クリーク、アーロンと名だたる大物海賊を倒したルフィの名は海軍本部にも伝わり、イーストブルー最高額の3000万ベリーの懸賞金がかけられた。Ja, ich kann das jetzt flimmern ein bisschen. Ich hoffe, das ist bei euch auf YouTube nicht so. Wenn doch, dann ist es irgendwie ein Problem gerade bei mir. Kann irgendwie so. Diese verdammte Capture-Karte, die regt mich so auf. Ich meine, da machst du etwas, hast 10 Folgen lang Ruhe, geil, nachher nimmst du ein anderes Spiel rein, nachher glaubst du da wieder nicht und so, es ist einfach nur Mist. 上機嫌のルフィと麦わらの一味はグランドラインのほど近く、かつての海賊王ゴールドロジャーが生まれた町ローグタウンに立ち寄る。仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。その場所こそ海賊王ゴールドロジャーが最後の時を迎えた場所だった。うっはー、これが海賊王の見た景色。そして死んだのか。ほら君、今すぐそこから降りなさい。そこは世界政府の管理下にある特別死刑台なのだ。今すぐそこから派手に死ねー。あ、誰だ？ようやく会えたぜ、麦わら。なんだ、バギーか。よーし、ふざけんな。相変わらずいい度胸だな、このすっとんきょうが。これからてめえの公開処刑を始める。いやー、光栄だろ。海賊王と同じ場所だ。相撲家大佐、田杉総長。なるほど、海賊同士のいざこざか。すぐに突撃を。バカ、慌てんな。俺がこの町から海賊を逃がしたことがあるか。これより派手死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。
たいことはそれだけだなクソゴム。その死刑待て。サンジ、ゾロ。来たなゾロ。だが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘場。サンジ、ストップ、ナミ。終わり。俺死んだ。笑った。やっぱ生きてた。もう OK。広場を包囲。海賊どもを追い込め。逃げろ。 Aber so schnell wie möglich, ey, Alter, mehr Glück als Verstand. Gut, das ist nichts Neues. Der Anfang der Legende. Kommen aus Locktown, natürlich. Niederlage, okay. Eine Stunde Piraten flieht. Locktown-Hafen wird eingenommen. Jo, das wird relativ einfach sein. Dann kommt man Platz und der Kampf gegen Smoker. So, ja, hoffe wie gesagt, ohne große Unterbrüche, Frame-mäßig und so weiter, ist alles schön flüssig dargestellt über euch. Das war in den letzten 2-3 Folgen war es auch so, aber plötzlich nochmal nicht und es ist momentan noch ein bisschen schwierig. Habe neue Technik und so weiter, man will es ja eigentlich sowohl einfacher haben zur Bearbeitung des Videos, noch zum Upload, aber auch zur Aufnahme selbst, und natürlich trotzdem volle Qualität und so weiter, und ja, das ist noch, bin noch dran. Natürlich auch fürs Livestreamen. Dafür ist das Gerät eigentlich echt praktisch, aber teilweise habe ich das Gefühl, naja. Aber bin ich der Einzige, das ist schon mal erfreulich, oder keine Ahnung, was es genau ist. Ist aber auch egal. Wo war ich stehen geblieben? Marinekommandant, dankeschön. Ja, hat vorhin noch was gesagt bezüglich 100%. Genau, wegen Pirate Warriors 3. Ja, ist wie gesagt so, Pirate Warriors, also eigentlich schon im ersten Teil. Im zweiten Teil ging es ja auch um neue Welten und so weiter noch. Und so weit sind wir hier auch, aber ist natürlich trotzdem so, egal ob jetzt Anime oder Spiel, es muss natürlich alles auf Manga beziehen, von One Piece. One Piece Manga, wie man kann es verstehen, ist natürlich schon sehr, also der Manga dauert selbst schon sehr, sehr lange. Dementsprechend natürlich irgendwann als Autor des Mangas, sprich als Mangaka, bist du doch auch irgendwann mal ein bisschen gelaucht und so und sagst, oh verdammt, jetzt kann ich irgendwie nicht mehr, ich habe keine Idee mehr und so weiter. Da gibt es immer. Ist immer bei Künstlern und so weiter so, das ist ja gar kein Problem. Und trotzdem One Piece Manga, vor allem jetzt hier Dressrosa und alles, hat sich hingezogen wie nix. Das ist auch ein Grund, wieso Pirate Warriors 2 und 3 halt vermutlich keine großen Unterschiede haben. Ja, inklusive des Wado Ichimonchi. Oh, ja, ein kurzer Kampf aber. Und deswegen, ja, ich meine, bei Pirate Warriors 2 haben wir ja vieles anders dargestellt und so. Ich sag nur da mit Strohbande, die, naja, böse wurden und so weiter. Beziehungsweise mit bösen Doppelgängern. Das war ja auch unterhaltsam, wenn man halt trotzdem wieder ja, sag ich mal so, von Jahr zu Jahr ein neues One Piece Spiel hat. Aber trotzdem wieder die alten also, nee, das klingt alles ein bisschen negativ, was ich gerade sagen. Das ist natürlich schon, es ist nicht so gemeint, aber es ist trotzdem halt der Fakt. Wenn du immer wieder das Gleiche trotzdem durchmachen musst und das doch willst, oder? Einfach mal durchmachst, sag ich jetzt mal, und dann das Neue doch relativ wenig vom ganzen Spiel aus machen, ist halt die Freude und die Motivation, alles zu machen, 100% zu schaffen, nicht gerade sehr groß.
Und ja, ich weiß ja momentan bereits, also Anfang haben wir alle gesehen, wie es enden wird, oder ungefähr wo es enden wird, wissen wir ja auch. Wie gesagt, Dressrosa, weiter geht, ist gar nicht möglich. Alle wegen des Mangas wegen. Und daher, ja, ich bin gespannt, wie sie alles umsetzen werden, ob sie wirklich mir noch die Motivation einstellen wird, von wegen, ja, ich hab Bock drauf, ich will 100% noch schaffen. Aber ich glaube eher weniger. Genau, ich habe ein paar Münzen gekriegt, ganz geil. Ich denk da wirklich eher, dass ich ein Typ bin, der ein bisschen draufhaut und so, der Bock drauf hat. Aber ohne, dass es da irgendwie groß langweilig wird und ohne, dass er da wirklich groß festsitzen alles holen will. Weil das ist natürlich einerseits für euch dann teilweise wegen, jetzt ist das Let's Play in die Länge. Andererseits mich auf dem Weg, ja, jetzt bin ich da wieder da und ich komme irgendwie kaum voran. Aber geht auch die Kehrseite, jetzt natürlich andere, die sagen, nee, wir wollen, dass du 100% schaffst und dann macht das wieder nicht und typisches Let's Player da sein im Sinne von, allen kann es eh nicht recht machen. Was? Ja! Alter, besiege Smoker, ist klar. So sehe ich aus, könnte ich den besiegen. Was total unlogisch ist. Ich meine, er ist ein Logia-Typ, er braucht Haki. Und so war noch kein Haki drauf. Oder wüsste zumindest nichts. Da fragt man sich doch, ob Arlong mit dem Wasser eine Chance gegen ihn hätte. Ein Smokefucht. Wenn man eigentlich nie erlebt, was passieren würde, würde er, also der Rauch eigentlich mit Wasser in Berührung kommen. Natürlich gegen Windmensch wäre sowieso chancenlos und dann davon blasen. Ja, da kommt es auch schon. Ja, das wissen wir, Smoker, das wissen wir. Er zieht sich zurück, okay, von mir aus, soll er mal. Ja, wir uns immer jagen, das ist leider so. Der wird sogar extra hier Loguetown verlassen, nur um uns jagen zu können, ey. Der ist sowas von besetzt von Ruffy. Blitz und Donner, das ist auch immer noch die Frage, von dem wir sagen, One Piece Saga, schon geil. Weil alles sich irgendwie so, wie soll ich sagen, in allen neuen Ereignissen werden halt groß aufgebaut und so. Und du weißt lange nicht, von wem es irgendwie stammt und so weiter. Oder wer dafür verantwortlich ist und plötzlich, wieder dein Hinweis und da wieder, irgendwie fast 200 oder 300 Kapitel später. Von dem her, schon geil. Aber eben halt teilweise ein bisschen doof, wenn es lange dauert oder irgendwie wieder Kapitel in Länge gezogen werden, oder dauert es wieder irgendwie, dann gibt es Pausen 2-3 Wochen. Aber ganz ehrlich, nee, einen Job als Mangaka will ich nicht haben, sorry, aber es ist zwar geil, alles Mögliche. Es ist natürlich schon alleine mal die Vorstellung davon, dass du irgendwie imstande bist, ein ganzes Universum zu kreieren, zu zeichnen und so weiter, natürlich schon geil. Aber wenn du dann auch noch dir überlegen musst, ja, du musst das Ganze, du hast eine Vorstellung, du machst so und so lange, beziehungsweise es hat irgendwie so und so viele Kapitel und das ist die Story und so weiter, und fällt ja das noch ein, dann willst du das noch machen und das und das und also den ganzen Termindruck und so weiter und nach Jahren wohlgemerkt, ja, das ist nicht alles an einem Tag, nee, nach Jahren dann das Ganze immer noch und das ist halt das Gleiche von dem her, oder? Und dann immer noch mehr und mehr und noch mehr. Also irgendwann musste er mal, ja, einen Nervzusammenbruch haben, das auf gut Deutsch zu formulieren. So, wenn wir sagen, genug gequatscht, ein bisschen mehr handeln, also sprich ein bisschen mehr Taten, weniger quatschen. Sag mal, wieso gehen eigentlich... Ah, wie das aufgetaucht, ganz toll. Wieso machen eigentlich alle irgendwie einen anderen Weg hier?
Na, erstmal den Piratenkapitän platt machen. Oder spricht die Anführer. Und jetzt der schon wieder. Ah, so ja. So, besiege halt wieder, um Sancho zu Verstand zu bringen. Ja, ich versuch's ja, ist nur ganz so einfach mit einem Weiberheld. Wow, wow, wow. Im Rückzug. Mann, ey, lass uns doch einmal in Ruhe. Komm mal raus hier. Na gut, dann müssen wir sagen, mit dem Race fertig, selber fertig werden. Okidoki, der hat oben eingenommen, sehr schön. Oder auch nicht, weil er nicht... Hä, was von uns? Keine Ahnung. Lassen wir ran, Typ dort unten ist Sanji, wa? Natürlich. Na man, keine Zeit dafür. Und Schwierigkeiten, keine Sorge, Waffe, ich komm gleich. Und auch nichts. Das ging aber sehr schnell, war plötzlich von, ja, kann nicht mehr und tschüss, ich geh plötzlich. So hat Lysop geholfen, wieso auch immer. Der macht ja liebend gerne. So, zurück zu Sanjis Frauenproblem. Das werde ich meines Tages noch das Genick brechen. Aber ja, wenn wir schon mal im Thema sind, wegen halt One Piece Ganze und Dressrosa-Argen, alles mit Flamingo und so weiter. Wie seht ihr denn das? Vor allem natürlich jetzt ein Unterschied, wie gesagt, ich meine, die Games, die kommen eigentlich jährlich und so. Man, nicht schon wieder, da kann man einfach zu gar nichts sehen. Sei es jetzt Pirate Warrior Saga, sei es andere Spiele, wie auch Animated World Wide und so weiter. Und die originale One Piece Saga kann nie weiter vorgesetzt werden, weil eben, ja, vom Manga her, es geht ihnen nicht richtig weiter und so. Und deswegen müssen halt andere Kompromisse gefunden werden, sei es irgendwie etwas Erfundenes für ein Spiel oder so weiter, einen Film oder sonst irgendetwas noch aufgebaut werden. Naja. Waffe geht's aber so weit, wie es aussieht. Gut. Ja, okay. Bin nochmal runter und hoffe zum letzten Mal. Und machen mal wieder platt. Mann, darf ich mal durch? Dankeschön. Lalala. Falsch ist halt da echt gut, wenn es im Manga nicht weitergeht, da kannst du nichts machen und so. Ist auch alles. Oder Sensei soll sich auch Zeit lassen, das ist kein Problem. Aber dann trotzdem die Spiele noch zu machen, oder? Ob das nicht irgendwie der Fehler, sage ich jetzt mal. Was für ein neuer Move. Moment! Ja! Geil, ich kenn doch gar nichts. Auf R1 einfach. Klappt sogar. Hä? Oder wurde das mal erwähnt? Auf R1 auf mal drücken? Nee, war, hab ich gerade selber rausgefunden. Sorry halt wieder, aber der muss sein und tschüss. Münze halten, dankeschön. Verliebter Trottel. Oh Mann, ist doch wahr. So wie sieht es eigentlich hier aus? Nami, was machst du da so lange? Ich bin doch hier durch, ist klar. Manns reicht aber. Power Wash!
Alter, wie krass es einfach ist. Wow, 108 vom Phoenix Klinge. Die wird noch gar nicht einsetzen können, das kommt doch alles erst später. Aber ist egal. Immer noch nur zu zweit. Wann Finisher Move? Wir sind eigentlich bereits zu dritt oder zu vierten einsetzen. Das ist doch Verwirrung pur, Mann. Noch irgendwie ein Ereignis, aber scheinbar freigeschaltet. Naja. Solution ist bereits da. Nami müssen eigentlich auch kommen. Sanji ist auch schon da. Nami, bei dir ist gar kein Gegner. Was soll das? Komm endlich mal! Kann halt helfen. Haben wir jetzt gerade... War es das schon jetzt hier mit dem Kapitel? Krass, kannst gerade einen Part abschließen, wa? Mann, aber geht doch einfach mal! Alter, die NPCs sind nicht klüger geworden. Im Gegenteil, sind noch viel doofer als früher. Naja. Aber es ist nicht nur bei Pirate Warriors so, oder auch schon bei Hyrule Warriors so, sprich Zelda Pendant, wenn man das mal so formulieren darf. Ich schätze irgendwie, dass es bei allen Dynasty Warriors Titeln so war. Dass die NPCs nicht gerade die klügsten sind. So, wir sind da und jetzt? Ein Ereignis! なんで海軍の奴らが必死に追っかけてくるのかと思ったらルフィあんた俺たちはお尋ね者になったぞ。3000万ベリーだってよ。見ろ世界中に俺の後頭部があんたら事の深刻さが分かってないよね。これは命を狙われるってことなのよ。強い賞金稼ぎに狙われるかもしれないし、この額なら海軍本部だって。 Oh Mann, ich kann nur daran denken, damals, wo es wirklich nur darum ging, also sprich die ersten Sagen und so weiter, der East Blue von wegen 30 Millionen Barren und so, dachte man sich echt, oh krass, ey, da geht doch gar nicht, Arlong hat noch 20.000 und so, wie ich 30 Millionen, also 20 Millionen halt bei Arlong. Und boah, ey, jetzt sind alle hinter uns her und so, und jetzt im Vergleich zur neuen Welt, was da für Kopfgelder rumschwirren, mit den 4 Kaisern vor allem und allem möglichen, das ist echt nur ein Witz. 本部大佐の名にかけててめえら絶対に島から出さねえぞ。 Das war im Anime ein bisschen anders. Hallo, ist das Schiff? Geht auf rein, fertig. Erlangen die Kontrolle darüber. Ja gut, aber nee, ich glaube, das bringt es nicht mehr, Leute. Wird sich noch ein bisschen dauern, bis wir hier durch sind. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part hier bei One Piece Pirate Warriors 3. Und mal gucken, ob im nächsten Part bereits auf die Grand Line gelangen. Und was wir dann noch alles für Abenteuer erleben werden, sei es mit den Riesen oder sei es bereits mit der Barockfirma. Wie immer sei, wa? Bis dahin, ciao zusammen! Yeah, Mann. 3 Schwerter-Stil.